voll gruselig hier. Ja, was macht man, wenn es voll gruselig ist? Weiter sich umgucken mit dem Feuerzeug. Nee, wir machen jetzt die Tür auf und gut ist. Ach, die geht nicht auf. Doch, natürlich geht die auf, guck. Nee, geht natürlich nicht auf. Da draußen... Oh, soll man sie erschrecken? Geht aber nicht, ist halt... Hi, Chris. Wirklich witzig. Ja, woran habt ihr mich erkannt? Wolltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Das ist so dumm. Kapitel 2. Eifersucht. 9 Stunden bis zum Mit jedem Morgen. Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Beharrlich, kreativ, unverspielt und Sänger bei Green Day. Zumindest nach dem Aussehen. Okay, jetzt nicht, aber wenn er die Mütze abhat. Und damit, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Until Dawn. Drum ziehen wir Schwarm on. Ja, Mir fiel kein schon, besserer warst du Reim ein. oft hier. Für So. dich schrumpft er doch sicher. Ja, das Was? stimmt wohl. Dann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Was Hey ist denn Leute, das für ein Dummschwaller? der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Ah, okay. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Ja, er zieht Schnute. Er hat seine Freundin gesehen, die mit ihrem Ex gebusselt hat. Weißt du, haben sie geknutscht? Keine Ahnung. Steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. So, Tratschen, Sorgen. Ja, erstmal Tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich habe das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Aha. Verdammt, dieses blöde Ding. Er frönt der Vielweiberei? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ja. Wo ist denn das Einbrechen? Die haben die Hütte gemietet, oder doch? Ah, und das noch Nicht, wenn dazu, ich die ne? Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Ja, ich würde aber empfehlen, Junge, nicht, also keine Scheibe einschlagen, weil dann kriegt das ja nicht mehr zu. Hey, Ash. Hey, Chris. Anja nur. Seltsam zurück zu sein. Und, wie läuft's bei euch so? Und? Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ja, wir könnten ja reingehen. Wenn du aufhören würdest, mit allen Leuten zu labern und stattdessen vielleicht gucken, ob du irgendwo ein Fenster findest. Ich laber erstmal mit allen Leuten. Es Matt. ist seine Rolle, da muss ich ja drin Lange bleiben. sehr. Harte Saison, hä? Ja, Ist das so? kann man so sagen. Sport oder was? Oder? Also, du und erstmal Also, gleich einen Finger in die Wunde, und M. gleich einen Finger. Ihr seid zusammen? definiere zusammen. Also ein Pärchen? Ich meine, wir sind zusammen, aber ich weiß nicht genau, wie fest. Sie frönt der Vielmännerei, habe ich so das Gefühl. So, und das da unten ist die Spielverderberin. Ich muss mir mal ihren Namen... Sam. Sie heißt Sam. Und? Siehste, Hast du ich bin Ash schon gut. gesehen? Ja. Ach, Ashley. Cool. Das ist... Und, Hä? wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so? Was hat sie? Was steckt ihr dann? Ihr steckt doch einen Furz quer oder so. Ne, ernsthaft jetzt. Komm, Junge. Mädel. Mädel, was los? Ja, okay. Will wohl nicht. Okay, ich muss mich auf den Weg machen zu einem Kellerfenster. Das ist Josh, oder? Ach so, ich muss Josh hinterher. Mach mal natürlich nicht. So, wer bist du eigentlich? Kann ich da hoch? Nee, ja, komm. Gibt's hier keine Taschenlampe oder so? Gibt's hier überhaupt Ashley sah Strom? heute verdammt heiß aus, oder? Wer ist Ashley? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, komm, ist jetzt gut, ne? Hey, lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flach legst. Was? stimmt Ach so, es nein, nicht. Lässt du das vielleicht mal sein? ruhig. ich will nicht aggressiv rüberkommen. Es sollte eigentlich eher so freundlich sein. Ja, komm, lass das Fenster Ja. suchen.
Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres Naja, ich sehe den Mountain Mama. Mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du und warst der Ashley perfekte sitzen auf einem Gentleman. Baum. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Halten Händchen, man glaubt es kaum. Erst wird geliebet, dann wird gekocht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber sie hat mich gemocht. Irgendwie so. Ja, komm. Sorry, ich wollte dich nicht anschnauzen, Junge. Keine Ich wollte Furcht, einfach keine Gnade. hier, ich bin ein Ich meine, bisschen... sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, Ja, schon ja. gut, kapiert. Okay. Wow. So, also jetzt komm mal weiter. Wie groß ist denn das Haus? Wie viele Kellerfenster? Also, Okay. wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich habe nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich Richtig. dachte, du hättest einen. Ja, wie Plan? Dir was Wir suchen aufkommt, Fenstern, was hast du hier? gehen da Viele rein. Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit, So. keiner steht auf Frostbeulen. Jetzt pass auf. Hier sehe ich schon mal ein Lüftungsschacht. Und hier sehe ich einen Stromschacht. Und da oben sehe ich ein Tor. Ein Tor, wer Böses denkt. Was war das für ein Geräusch? Gibt's hier Wölfe? Bären? Wir sind hier in Kanada. Komm, ich probiere das mal. Ja, ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Was machen wir hier? Ach so. Ja, ich bin einfach zu intelligent. Oder? Nee, doch nicht. Wart. Ach so, ja, dann geh halt hoch. Wieso denn? Da ist doch aber ein Gitter dran, Junge. Ja, Ami-Fenster. Abschließen, warum denn? Braucht man nicht. Oh, alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Mhm. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Was für ein Seil. Wow, Wir hatten da ich das? Licht angemacht. ich glaub nicht. Hier, nimm das. Wieso hatten die ein Feuerzeug? Raucht der etwa? Rauchst du etwa? Naja, irgendwie müssen sie ja Oh, Chris, Ofen anmachen, gerade okay, eine ja. Wahnsinnsidee. Ja? Ja, Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? nicht Mann, Stift, das ist Spray, Spray. aber warum? Oh, ja. Willst du die Bude Jetzt abfackeln versteh oder ich. was? Flammenwerfer. Ja, und Wie bei dann? unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Ja, okay, aber warum? Für was braucht... Bingo. Ach so, vereistes Schloss. Okay, du kriegst es hin. Ach so, Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? ja. Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja, aber geh. So, nun gut. Dann gucken wir uns mal um. Ich will... Ach, guck mal, da ist wieder so ein Snowboard. Lass mich raten, da steht drauf Backflip. Was ist denn da hinten? Bär. Oh, die Kamera will nicht, dass ich da hingehe. Nun gut, Kamera. Ich füge mich deinen Wünschen. Aber ich werde nach links gehen. Oder nach rechts. Junge, ich sehe nur Schnee und bin schon erkältet. Aha. Ein Totem. Ein Totem gefunden. Irgendwo muss ich jetzt so eine Ritze suchen, gell? Also da. Da. Nein. Da war's. Ja, hier. Okay. Gruselig. Wer war das dieses Mal? Aber gab's da nicht irgendwie in der letzten Folge eine Erklärung? Gelb ist irgendwie Glück, Seligkeit und so. So, es gibt hier 2 Türen. Sehe ich das richtig? Und das da. Das ist ein Lichtschalter. Ja, der ist scheinbar egal. Oh, da ist ein Zettelbrief. Was steht da? Ja, zeig halt her. 5. Juni 97. The Alberta Bugle.
Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berg Hotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie eine... Sorry, ich habe gerade so einen Badesalz-Gag. Nehm mir einen. Er nannte sie eine dreckige und schwor euch alle, deinen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Ja. Nun, so ist das wohl. Pass mal ein bisschen, da waren wir gerade, pass mal ein bisschen mit dem Feuerzeug auf, dass du da nicht die Pappdinger anzündest. Da war der nächste Raum. Warte, Lichtschalter? Ja, der Lichtschalter schaltet kein Licht. Alte Möbel. Was ist das da? Ja. Eine Maske. Kann ich da hin? Nee. Ja, ist das nee. Komm, wir gucken uns mal. Echt cool. Der Washington... Ach so! Das, was wir gerade gelesen haben. Die Washington Family von dem Filmmogul oder was das da war. Das ist die Familie von Josh und Hannah und Beth hieße, glaube ich. Die zwei Linken, die Mädels. Die mit der verpatzten Landung. Ja, ich werde da noch ewig drauf rumreiten. Sind ja auch ewig auf dem Felsen rumgeritten, hä? Was war das denn? Weiß nicht, was war das? War das da hinten? Das ist das blöde Bild. Was ist denn das da unten? Ach, ein Kuhfell. Ach, guck mal da. Das ist Sicherungskasten. Ja, war das vorhin schon? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wir gehen jetzt... Was ist denn das für Kunst hier? Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Es ist schon ein wenig dunkel hier, ne? So, da ist eine Tür, oder? Ja. Hallöchen. Hallo. Hä? Oh. Ein bös dreinguckender Josh. Was ist denn das hier? Ist voll gruselig hier. Ja, was macht man, wenn es voll gruselig ist? Weiter sich umgucken mit dem Feuerzeug. Nee, wir machen jetzt die Tür auf und gut ist. Ach, die geht nicht auf. Doch, natürlich geht die auf, guck. Nee, geht natürlich nicht auf. Da draußen... Oh, soll man sehr erschrecken? Geht aber nicht, ist halt... Hi, Chris. Wirklich witzig. Ja, woran habt ihr mich erkannt? Wolltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Das ist so dumm. Ja, also war schön, dass der quasi denselben Humor hat wie ich. Komm, wir erschrecken sie. Ich hätte sie halt ein bisschen anders erschreckt. Und nicht durch Huibu-Geräusche, aber ja. So. Boah, ey, Junge. Was ist das hier für eine Villa? Das ist doch aber nicht die, wo wir letztens drin waren, oder? Was ist das da? Das ist ein Ei. Das ist ein Dinosaurier-Ei, cool. War ich hier nicht schon? Doch, oh, sorry. Einmal Kreislaufen, bitte. Ist gut für den Kreislauf. Ich will mich hier umgucken. Also, was mache ich hier eigentlich? Ach, das ist gar kein Dinosaurier-Ei, das ist eine Blumenvase. Kann man doch mal verwechseln hier. So. Guck mal, da gibt's doch was zu gucken, oder? Da ein Telefon. Telefon. Jetzt drückt er drauf und dann sagt er, das Telefon ist tot. Okay. Okay. Hi.
Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Okay. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wer? Der Brandstifter. Freiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. War das vielleicht der Feuerfuzzi von der ersten Episode? Der das ganze Haus da, diese Hütte da in Flammen gesetzt hat? Ah. Okay, was mache ich hier? Gibt's hier irgendwie Türen oder so? Sorry, das gibt eine sehr rumgeirrige Folge. Ne, hier gibt's irgendwie nichts. Okay, ich muss mich mal hier orientieren. Kann ich vielleicht am Fenster da irgendwie so... Da hinten, das ist ein Klavier. Da, weißt du, Jalousie. Alter, jetzt komm, jetzt mach nicht, erzähl mir nicht, dass man nicht hier, das sind doch keine Fenster, Mann. Das sind doch große, so Türen sind das doch so. Mach doch auf und gut ist, dann gehen sie halt durch die Hintertür rein oder durch die Balkontür. Ja, nee, so schlau sind sie nicht. Da hinten sehe ich wieder was leuchten. Da. Gehen wir mal da hingucken, ha? Ja, gucke. Ach komm. Ja, gut. Ja, gut. Runter oder hoch? In Horrorfilmen geht man immer hoch. Also gehe ich runter. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich gleich mal gucken, was das da ist. Ja, nix. Hier ist doch irgendeiner. Hier läuft doch wer. Von unten bin ich gekommen. Ja, komm, wir gehen jetzt halt runter, habe ich gesagt. Komm, dann gehen wir auch runter. Ah, ich glaube, dass die Geräusche von oben kommen. So. Kann ich eigentlich nicht mit dem Feuerzeug hier die Kerze anstecken? Oh, was ist das? Ein Foto nochmal. Sag ich mal hier. Ja, erstmal ordentlich umgucken, ne? August 2013, Cape Cod. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seht super edel aus, Leute. Okay. So, ja. Hier ist noch eine Tür. Bringt die vielleicht was? Nee, da kriege ich jetzt gar keinen Prompt angezeigt. Nun, irgendwann werden wir schon... So, jetzt mal ganz im Ernst, ich hoffe halt, dass die gute Zentralheizung haben. Wenn die... ich wollte da nicht hochgehen. Wenn die alles hier mit dem Kamin heizen müssen, hey. Dann ist im Kaminzimmer eine Bullenhitze und hier unten gar nichts. Lass mich raten. Ja, komm. Ja, ich glaube, wir müssen hoch, wo die Geräusche sind. Wahrscheinlich probiert gerade Josh oder so durchs Dach einzusteigen oder so. So. Geh mal links hoch? Geh mal links hoch. Komm. Oh, Moment. Da liegt noch was. Hinweis entdeckt. Abschlussballfoto. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. 2013. Ich glaube, dann sind das ja gar keine Teens mehr, oder? Oder? Ich weiß gar nicht, wann spielt denn das? Mal nochmal probieren. Nee, ich glaube halt, dass wir hoch müssen. Weißt du, aber jetzt mal ohne Scheiß wirklich auf die Idee zu kommen, mit dem Feuerzeug mal ein paar Kerzen anzustecken, dann wird's ja auch gleich wärmer, ne? So ein bisschen. Es ist auf jeden Fall lauter hier. Alter, was ist denn das da drüben? Krass, Kunst. Ach, da drüben. Das Fenster, ich hab's gesehen, es hat gerade gewackelt. Ich will mich aber hier noch ein bisschen... Ah, da. Noch ein bisschen umgucken, da war was, gell? Oh. Ach, das ist die kleine Kamera, weil er doch irgendwie so Filmfutze ist. Gewinner bester Horrorfilm 2009, Regisseur Bob Washington, Blood Monastery. Was für ein Ding? Okay. It's so scary in a Blood Monastery. Was ist ein Monastery? So,
Ne, wir gehen jetzt erstmal hier rum und dann darum. Da ist eine Uhr. Ja, komm, hopp, ist gut jetzt. Wir haben uns genug umgeguckt. Wir müssen da ans Fenster. Junge, wieso schreist du dich selbst an, du Affe? Okay, das sind also einfach nur die Fenster, die halt offen waren. Ja, aber können wir hier nicht ein Seil legen, runter, Bettlaken oder so? Jetzt habe ich gedacht, da ist jetzt einer von denen unten, weißt du, wo der gerade oben reingeht und dann, hallo, da bist du ja, weißt du. Nee, müssen wir uns mal weiter umgucken. Geht's da auch lang? Ja, aber da ist dunkel, da ist aber eine Tür. So, komm. Irgendwann. Ernsthaft jetzt, wo sind wir hier? In Silent Hill oder was? Ist doch wahr. Und die Lichtschalter will er auch nicht benutzen. Ich werde hier drin zugrunde gehen. So, da drüben war ich noch nicht. Rechts ist die Operuhr. Grandfather's Clock, oder wie das Ding heißt auf Englisch. Das sind ganz viele Türen. Da ist zumindest mal eine offene Tür. So. Achso. Das hat es jetzt nicht so da ist noch eine Tür. Guck. Abkommen jetzt aber. Jawohl, endlich mal eine offene Tür. Geht bestimmt zum Scheißhaus. Wenigstens der Abort ist so. Das ist die Badewanne, die der Typ in der Skilodge, oder wie das heißt, unten beim Sessellift, die der in der Kamera hatte. Im Überwachungsdödel. Weißt du? Moment. Da, ich sehe es doch, dass da unten was ist. Ach so, ja, stimmt. Das Duschgel soll... So ein Dreck! Mann, ey! Junge! Perfekt. Da steckt doch glatt ein Wolverine im Spülschrank. Wir frieren noch hier draußen. Sorry, Leute, jetzt bin ich schwach. Mann, ey. Hättest doch dran lecken können, Junge. Danke. Die Show läuft die ganze Woche. Da ist er. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Das war ein Wolverine. Vielfraß, oder? Ein Tiger oder so. Quatsch. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby. Vielfraß. Kommt in Kanada vor. Sollte ein großer Junge sein. Heißt auf Englisch übrigens Wolverine. Denkt mal drüber nach, wer noch Wolverine heißt und aus Kanada kommt. Deadpool. Home sweet home. Nein, ja, nee. Würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, So. drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Ja, das ist eine gute Idee. Mach mal Feuer an. Es war So. niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Oh, ja, Erinnerung von Fühl dich wie vorhin. zu Ne? Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Zum Beispiel meine Frau. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Wahlen herausfordern. Ich habe dich und M gesehen. Halt dich von Emily fern. Ey, Junge. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, der hat wohl mit ihr zumindest umarmt, eventuell auch geknuschelt oder was weiß ich was gemacht. Also ihre Bluse war noch zu, sie haben also nicht geknutscht. Aber vielleicht ist er nur ein Teil des Problems. Verstehst du? Also es sah jetzt nicht so aus, als würde er sie zwingen, sondern sie ist zu ihm gegangen. Vielleicht solltest du mal, statt ihm eine auf die Mappe zu hauen oder ihn jetzt böse anzugucken, vielleicht solltest du mal mit deiner Freundin reden. Also, ich habe dich und M gesehen. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Pass bloß auf, Mike. Das Ding ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich Mike glaube, aber der Freundin nicht. Die ist nämlich zu ihm gegangen. Er ist einfach nur hochgelatscht. Also ich sag, sorry, ich habe überreagiert, ne? Also nichts gegen dich,
Aber ich muss mal meine Freundin ein bisschen im Auge behalten Sorry, hier. es Die war ein ist, langer Tag. ich glaube, hab die ist einfach läufig. überreagiert. Hey, Mann. Obala. Kein Ding. Ich meine, die läuft halt viel rum. Draußen, es ist kalt, es ist gefährlich. Gerade mal die Kurve gekriegt hier. So. Na? Ihr zwei Schneeballkrieger. Hier haben wir die Vogelmörderin. Nee, nicht sie. Sie ist die nicht Vogelmörderin. So eklig. Ah, das ist so eklig. Aufzufressen? Vielleicht. Er hat so süße Bäckchen. Bäckchen. Geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht Voll der Zickenkrieg hier. Oder ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte? Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt das Homecoming eine Sag mal, also jetzt geht's aber ordentlich hier entschärfen. Komm runter, Emily. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ey. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einsatzzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich Er einstellt. braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht Guter mein Konter, schäbiges aber Brot ihr seid auf beide deinem Kacke. Arsch. Wenn ich das noch so dein sagen Ernst? darf, ja? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hört auf! Gute Frage. Das ist nicht Gute der Grund für unser Frage. Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Jetzt schon? Sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Ja, Und Junge, Props an dich, hast du gut gemeistert. Also, Josh, sollen wir Aber Feuer gegen machen? Wo ist Stutenbissigkeit meine Tasche? ist kein Kraut gewachsen. Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Weiß ich doch nicht. Hörst du mir zu? Was willst du Weißt von das mir? nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos. Was und willst denn du jetzt im hast das Regal Schuhgeschäft? umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Team-Jacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, vielleicht hast du sie nur Glaubst vergessen. du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, Glaubst du's? Ich habe eher Angst, dass sie gleich Du musst sie an der sich Seilbahnstation daran erinnert, dass vermissen. sie gesagt hat, er soll mit, alle Schatz. Taschen schleppen. Und das hat er ja Sieh mal nicht zu. gemacht. Also er soll alle Taschen schleppen, damit sie zu ihrem Ex gehen kann und mit ihm rumknuddeln kann, weißt du? Okay. Okay, dann los. Okay, sie gehen wenigstens zu zweit. Hoffe ich doch. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Würde ich mir überlegen, da ist irgendwo eine Kamera.